Salut miteinander, Mr. J wieder am Mic und ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Das Mal ist es ein bisschen länger gegangen, bis mal wieder ein Commentary rausgekommen ist. Grund dafür ist, dass der Rufus und ich in letzter Zeit mega viel Stress hatten an der Uni. Wirklich von Arbeiten schreiben, Projektabgaben. Und darum haben wir es nicht geschafft, ein Commentary unter der Woche aufzuladen. Jetzt ist aber Sonntag, darum habe ich Zeit, das Commentary zu machen und ich nehme mir auch die Zeit. Im Hintergrund sehen wir ein Gameplay, und zwar auf Lockdown, mit meiner Lieblingswaffe, der P90, mit dem Aufsatz, Schalldämpfer und Schnellfeuer. So, bevor ich zu meinen Themen gehe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir haben endlich die 50er Subgrenze überquert, erreicht. Und wir möchten uns wirklich ganz herzlich bedanken bei den neuen Abonnenten plus bei den alten für die tolle Unterstützung. Hat in den letzten Videos ganz viele Kommentare gegeben, wo wir uns wirklich sehr gefreut haben. Wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr wachsen und dass die Qualität der Videos natürlich auch immer stetig steigt, dass wir wirklich auf unserem Kanal wirklich ganz viel Spaß haben miteinander. Und ja, ich sage, bleibt uns treu, wir würden uns freuen. Und dann haben wir sicher eine mega gute, geile Zeit miteinander. Komme jetzt zu meinen Themen, und zwar geht es um 2 Games. Und das wäre Medal of Honor Warfighter plus noch Assassin's Creed 3 und am Schluss noch ein kleines Goodbye Modern Warfare 3. Und ich fange mal mit dem Medal of Honor an. Ich habe es noch nicht so viel gespielt. Ich habe mal in die Kampagnen hineingeschaut. Die Kampagnen sind ganz gut gemacht. Also 6 von der Grafik, 6 vom Gameplay her. Die Steuerung ist, wenn man halt ein bisschen Call of Duty spielt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sensitive ist recht stark. Also man verzieht schnell mal. Und Headshots schiessen ist auch nicht gerade das Einfachste, denke ich mir. Aber sonst im ganzen Kampagne, wie ich gesehen habe, wirklich gut gemacht, macht Spass. Da habe ich es natürlich nicht können lassen, im Multiplayer-Modus reinzugehen. Multiplayer hat auch Sachen wie Team Deathmatch, Herrschaft. Das sind jetzt die 2 Modis, die ich gespielt habe. Es hat natürlich noch ganz viel mehr. Was mir aufgefallen ist in Anführungs- und Schlusszeichen der Klasseneditor. Von mir aus gesehen ein bisschen schlecht gemacht. Hat zwar mega viele Aufsätze und mega viele Sachen, die man an der Waffe ändern kann. Sei es vom Mündungsführer vorne bis zum Kolben hinten ist eigentlich alles möglich, auch bis zu den Tarnmustern. Aber das ganze Einstellen ist einfach mega aufwendig. Da muss man im Spiel innen noch schnell die Waffen ummodifizieren, wenn man merkt, dass die Waffe einem nicht passt, dann muss man die andere nochmal wechseln und Zeit vergeht, bis man endlich mal die Einstellungen gemacht hat, wo man eigentlich will. Zusätzlich natürlich gibt es auch wieder mal ein bisschen überpowerte Waffen und es braucht wirklich bei gewissen Waffen nicht viel, bis es stirbt. Etwas, was mich ganz persönlich nervt, ist, dass mit dem Sniper 2 bis 3 Schüsse ab und zu musst reinführen, bis einer stirbt. Gut, ich habe vielleicht auch noch nicht die ganz starken Waffen freigeschaltet, aber meiner Meinung nach sind 2 bis 3 Schüsse mit dem Sniper einfach zu viel. Also wirklich mit Glück schafft man es vielleicht mit einem Schuss, wenn man gerade seinen Kopf trifft. Also dort, finde ich, ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Mehr wollte ich eigentlich über das Medal of Honor gar nicht quatschen. Am besten schauen ihr selber rein. Höchstwahrscheinlich werde ich mal ein Medal of Honor Gameplay aufladen, damit ihr wirklich seht, was ich alles meine. Oder ihr schaut es auf YouTube selber an. Es hat sicher ganz viele Kanäle, wo Medal of Honor gezeigt wird. Wenn ihr es von mir seht, könnt ihr es gerne haben. Schreibt es in die Kommentare rein, dann mache ich das gerne. So, dann tue ich jetzt gerade mal zum Assassin's Creed 3 überswitchen. Lasst euch nicht verunsichern. Es gibt 4 Teile und nicht 3, auch wenn es Assassin's Creed 3 heisst. Es hat nach dem 2 noch eine andere Edition gegeben und das wäre dann, sage ich mal, das 2.5 gewesen. Auch wirklich saumässig gut, aber jetzt reden wir über das 3. Ich muss wirklich sagen, das 3 ist einfach mein absoluter Liebling. Die ganze Steuerung ist hundertmal einfacher, man hat
100-mal mehr Möglichkeiten im Kampf Kombos zu machen. Und die Grafik ist natürlich mal wieder der absolute Hammer, wirklich saumässig gut gemacht. Ubisoft weiss, was sie machen müssen, damit es den Zuschauern und den Gamer einfach gefällt. Die Story ist auch wirklich gut, am Anfang ein bisschen langatmig, man kommt nicht ganz draus, in welcher Rolle man jetzt geschlüpft ist. Bis mal die Sequenz kommt, merkt man ist kein Assassine momentan, sondern ein Templer. Und dann kommt der Switch und dann wird man zum Assassinen. Und dann fängt wirklich das riesige Metzel eigentlich an, wie man es kennt, mit der versteckten Klinge, mit der Tomahawk, mit der Rauchgranate und mit dem Schwert, mit dem Pfeilbogen sogar noch. Und jetzt wirklich mega coole Erfindung. Man hat eine Art Haken mit einem Seil dran, man kann den Haken rühren und einen wirklich am Baum aufziehen und der hängt dort. Und sieht wirklich lustig aus, macht auch mega Spass. Und das sind die neuen Features, wo das Assassin's Creed 3 eigentlich zu meinem Lieblingsspiel machen, also von dieser Serie von Assassin's Creed. Ich kann es euch nur weiterempfehlen. Wenn ihr noch nicht so sicher sind, dann schaut auch da wieder auf YouTube. Es hat gute Clips, gute Gameplays, Commentaries über das Assassin's Creed 3. Zieht so rein, habt Spass dran. Und ich komme jetzt zum letzten Thema, und zwar das Thema Goodbye Modern Warfare 3. Ich habe mir da eine kleine Liste gemacht mit Punkten, die ich finde, sind mega positiv gewesen im Modern Warfare 3 und nein, weniger, wieso würde ich es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Ich fange mal mit den negativen Punkten an. Die ist ein bisschen länger, die Liste, weil ich würde es mir nicht nochmal kaufen, höchstens als Zeitvertrieb, dass endlich mal das Black Ops 2 rauskommt. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den negativen Punkten, was im Modern Warfare 3 nicht gut war. Und ich komme direkt zum Unterstützungsmodus, also bei der Abschussserie. Dort natürlich auf Nummer 1 der Stealth-Bomber, der gar nichts verloren hat drin. Bei Modern Warfare 2 haben sie es richtig gelöst. Da war einfach eine Abschussserie gewesen, wo die Leute getötet haben. Man hat aber auch ein bisschen mehr Kills gebraucht und hat dann müssen, wenn man stirbt, von neuem anfangen. Also dort drin erst gar nichts verloren. Zweiter Punkt, den ich aufgeschrieben habe, C4 und Last Stand. Etwas, das im COD gar nichts verloren hat. Ich würde mich am liebsten immer selber verschiessen, damit der sich, der am Boden liegt, den Kill nicht bekommt. Weil da werden einfach die guten Spieler werden gestraft und die schlechten, die eigentlich müssten sterben, weil sie schon am Boden liegen, werden belohnt. Meinem Erachtens her einfach etwas Schlimmes. Natürlich ein Punkt, der wirklich negativ war, ist das Spawn-System. Da wollte ich gar nicht drauf eingehen, das haben wir in genug Commentaries gemacht. Plus noch die überpowerten Waffen, wir kennen das alle. Dann, positive Punkte natürlich, ich muss leider ein bisschen machen, die Zeit läuft schon weg, ist die Moab. Die Moab wirklich mal auf eine andere Art, nicht wie bei Modern Warfare 2 Nuke. Und der wesentliche Punkt, wo mir wirklich Spass gemacht hat im Modern Warfare 3, ist natürlich der Spezialistenbonus. Wirklich mal eine Überlegung gewesen, wo wirklich viel rendiert hat, wo wirklich auch viel Spass gemacht hat und ich denke mal, wo auch wirklich viel genützt worden ist. Man merkt es bei den Moabs. Moabs werden meistens mit dem Spezialistenbonus geholt und das hat es ein bisschen einfacher gemacht und man war wirklich ein kleiner Mini-Rambo gewesen, einfach ein Fun-Faktor pur. So, ich komme langsam zum Schluss. Es geht nicht mehr lang, in einer guten Woche kommt das Black Ops 2 raus. Ich freue mich mega fest. Wirklich, ich bin gespannt, wie es wird. Und ich verabschiede mich jetzt noch. Habt noch einen schönen Sonntagabend. Geniessen den Anfang der Woche. Und man hört sich sicher diese Woche. Die Woche kommt sicher noch ein Kommentar raus. Keine Angst. Es geht nicht mehr so lang wie letzte Woche. Und darum wünsche ich euch einen schönen Abend. Habt's gut. Peace und out.